das jetzt Myanmar heißt, hatte eine goldene Vergangenheit. Früher hieß es das goldene Land am Elefantenfluss, am Irrawaddy. Denn die goldenen Spitzen der Pagoden waren das Wahrzeichen des Landes. Und diese goldene Vergangenheit möchte ich hier zeigen. Sie kamen in 3 Einwanderungswellen ins Land, gründeten Reiche und schufen grandiose Bauwerke, die wir heute noch bestaunen. Die erste Gruppe der Einwanderer waren die Mon aus der Mon-Khmer-Gruppe. Sie kamen schon 3000 vor Christus ins Land und verdrängten die Ureinwohner, Negritos und Malaien. Ca. 300 vor Christus besetzten sie dann das Gebiet zwischen den Flüssen Xitiang und Salwen in Südburma und nannten es Goldland. Um 480 vor Christus erfolgte die Grundsteinlegung der Shwedagon-Pagode in Rangoon. Dieser Turm in der Shwedagon-Pagode ist dem südindischen Stil nachempfunden. Shwe bedeutet Gold, die goldene Pagode Dagons. Man sagt, dass sich auf der Shwedagon-Pagode mehr Gold befindet als in der Bank von England. Auch auf dem Schaft der Wetterfahne befinden sich 1090 Diamanten und 1338 Edelsteine. Auf manchen Dächern liegt das Gold fingerdick. 132 kleinere Pagoden umgeben die Hauptstupa und den Sockel der Stupa. Auch Andachtshallen und Verwaltungsgebäude umgeben die Stupa. Wenn man die Pagode betritt, befindet man sich in einer anderen Welt. In der Welt des Glaubens. In der Welt Buddhas. Das Gebäude mit dem silbernen Gitter außen ist eine Mon-Pagode. An 8 Andachtsstellen stehen kleinere, vergoldete Buddha-Figuren, die von den Gläubigen rituell gewaschen werden. Man opfert auch Blumen und Fähnchen. Glocken werden immer von außen geschlagen. Die Sule-Pagode ist eine oktagonale Stupa, auch sie geht auf den Mon-Einfluss zurück. Sie soll mit 2500 Jahren die älteste Pagode sein. Die heutige Erscheinung der Pagode stammt allerdings aus dem 18. Jahrhundert. Sie markiert den Mittelpunkt Rangoons. Im 12. Jahrhundert gab es in Burma 5000 Pagoden. Die samtene Haut der Burmesinnen galt als Schönheitsideal, sogar bei den verfeindeten Thai. Beim Abendessen sahen wir ein klassisches burmesisches Ballett. Burmesen lieben Tanz- und Theateraufführungen. Gezeigt werden geschichtliche Ereignisse der birmanischen und althinduistischen Vergangenheit, sowie Episoden aus Buddhas Leben. Anuruddha besiegte 1044 in einem Blitzkrieg die Mon und brachte 30.000 Gefangenen nach Pagan. Der Birmanenkönig Anuruddha ließ 1091 den Ananda-Tempel von Mon-Handwerkern erbauen. Sein Sohn Kyansita stellte ihn fertig. Der Tempel ist im nordindischen Stil errichtet und ein Meisterwerk der Mon. Der Ananda-Tempel prägt mit seinen weißen Türmchen das Bild Pagans. Eines der größten Heiligtümer und der schönsten Sakralbauten in Burma ist die Shwedagon-Pagode. Es soll ein Zahn und ein Stirnknochen Buddhas unter der Pagode eingemauert sein. Die Flammenbogenornamentik, wie hier am Sulamani-Tempel, ist Pyu-Stil und kommt in der späteren Kunst immer wieder vor.